Charlie, Robin? hast du ein alter Ego? Ja. Mein alter Ego heißt Cinnamon und hat das sweet and spicy. Aber war das dem Cinnamon seine Identität? Cinnamon als ein Drag-Pop-Princess. Das heu aus Maybe Sax. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der neuen Episode von Maybe Sex. Wie das vielleicht schon am Intro mitgekriegt habt, schwätze mir heute über Drag und ich bin nicht lang wie mit einem ganz wunderbaren Gast. Hallo Charlie. Hallo Robin. Willst du dich denke ganz kurz vorstellen? Wie bist du und wie weit bist du heute? Mein Name ist Charlie. Ich bin 26 Jahre und ich bin hier für Drag zu schwätzen, weil ich mich auch immens für Drag interessiere und auch noch selber Drag mache, so halb. Ma für all die NullausstachInnen, die nicht so viel zum Thema wissen, was ist Drag überhaupt? Also für mich, ich ging so und es gibt lauter verschiedene Definitionen. Es gibt auch ziemlich viel, das kann ich vielleicht schon für was so ziemlich viel Gatekeeping auch, das ist die Leute, die so, nee, das da ist Drag, mit das da ist kein Drag, von die da Person Drag möchte, ist das kein Drag. Für mich ist Drag einfach eine Form für sich selber auszudrücken, an eine Kunstform, die aktiv gegen Geschlechtsstereotype geht. Die ist am Anfang so eine Zucht Kunstform für Geschlechtsstereotypen abzubrechen, auch für Leute für unzuregen, für über Geschlecht nur zu denken. Ja, ging ich so, und das kennt ihr so. Das wäre meine Definition von Drag. Wie trägt denn die Kunstform dann aus? Du gibt viel verschiedene Arten und Weisen. Es gibt zum Beispiel Drag Queens oder Kings, die auftreten. Und da gibt es Leute, die echt das Stand-up machen, es gibt Leute, die performen, mit Lip-Synken, das ist normalerweise das, was ihr so gesagt von RuPaul's Drag Race guckt. Es gibt noch Leute, die das exklusiv über das Internet machen, das heißt, die dann auf Instagram oder so sich selber an Drag posten. Das ging ich mal so, und das wäre so die gängigste Art und Weise für Drag zu machen. Oder die am meisten am Mainstream leihen, wenn es am Drag im Mainstream geht. Und ich weiß, gerade wenn wir bei der Kunstform sind, die Geschlechterstereotypen abbrechen will, wie war das ein Drag Queen oder war das ein Drag King? So wie es historisch ist oder wie es am gängigsten ist, weil sicher sein Drag Queen ist oft, muss nicht so sein, mehr als oft, oder das, was die Leute kennen, als ein Drag Queen, als ein cis-schwuler Mann, den sich feminin ausdrückt, also den noch oft an einen Perücke hat, an Fallschnee, an sich schminkt, an auftritt als Frau, an Drag King als sind oft entweder cis-Frauen oder nicht-binäre Leute, die sich dann echt maskulin ausdrücken. Ich fand den Drag immer mega interessant, weil mein erster Kontakt da mit Drag waren, ich meine halt zu Lützeburg auf der Pride. Ja. Und das war einfach dem, was ich halt gesehen habe, dass sie dann sich von allem du sind am Anfang ausschließlich Drag Queens, das heißt schwul cis-Männer, die sich feminin präsentieren und oft als Frau verkleiden oder wirklich mit der Femininität spielen, weil ich fand, das für mich sind dazu zwei Arten und Weise von Drag, wirklich Drag, wo Männer probieren sich so ganz physisch ausgedrückt realistisch und normativ als Frau zu verkleiden wie möglich oder wirklich die mit der Idee von Femininität spielen und sie an den Extrem zählen zum Beispiel und etwas Hyperfeminines machen. Und ich war damals gerade bei den realistischen Drag Queens, also Baby Queer mit so 13, war ich im Moment mega verwirrt.
ja, wir sind Drag Queens, da lo Transfrauen. Und ich meine, das geht natürlich über Zeit, habe ich ganz sehr gelernt, dass das nicht der Fall ist. Ich meine, das geht aber ganz viele Leute so, dass sie die Korrelation machen zwischen Drag gleich Trans und dass Drag Queens als Transfrauen gesehen oder Transfrauen als Drag Queens, also verklebte Männer. Das effektiv oft, also weil Drag war immer echt der Underground. Mittlerweile ist es mehr Mainstream, aber das mehr Mainstream geht, weil es doch mehr binär geht. Und da kommt noch dabei, dass effektiv der Spruch dabei auch nicht hilft, weil, wenn ich mich nicht irre, waren Drag Queens an der Geschichte, also früher war das, gouf dafür nicht Drag Queen gesagt, aber dann Transvestit. Aber weil dort wurde Trans schon dran ist. Weil, wenn ich gucke, die Generation von meinen Eltern, das sind meine Städte, die am meisten den Problem haben, dass sie da meinen, okay, eine Drag Queen als eine Transfrau. Und ich meine das auch, weil es früher, wo sie abgewusst sind, waren das entweder, das waren Transvestiten. Crossdresser gab es auch, aber nicht hier zu Lützeburg. Weil das ein englischer Begriff ist. Und wir haben ja echt, dass der englische Spruch auch schon mehr an Ausspruch mal dran geht. Aber das war früher ja nicht so. Und ich meine, das trägt doch dazu bei. Die Existenz von Transmenschen bricht Geschlechtsbinarität ab, bricht die Idee ab, dass Menschen mit Penis Männer sind, also so ausgesehen haben, und Menschen mit Vulvas und Uterussen Frauen sind und so ausgesehen haben. Ja. Und ich meine, sowohl Drag wie auch die Existenz von Transmenschen brechen das alle beide ein bisschen ab. Und Spielen, von allem Drag als Kunstform, spielt da, dass es die Stereotype gehen und die Abnahmen gehen. Und gerade für Leute, die sich nicht ganz viel mit Queerness oder queerer Culture auskennen, so ich reprochiere durch keinem, dass man ihnen dazu vorbauste gesagt, ein bisschen durchgeneigt an, auch weil ich aber Transmenschen kennen, für die Drag ein Stepping Stone an hier empfangen von der Geschlechtsidentität war, weil sie das als Drag angefangen haben, als Kunstform angefangen haben und dann dadurch hier das Geschlecht mal überhaupt exploriert haben und angefangen haben, das zu erfreuen. Und dann waren sie vielleicht lange Zeit Drag Queens und irgendwann waren sie Transfrauen, die sie sich aber auch auch nicht ausgedrückt haben und auch nicht repräsentiert haben. Weil für mich ist Drag ganz viel ein Spiel mit Gender und so. Ja, das ist auch viel überspitzt für uns. Genau, so Genderfuckery. Ich kenne zum Beispiel auch eine Drag Queen, die eine Cis-Frau ist. Und hat mich Drag einfach, also hat das eine ziemlich feminine Person, aber sein Drag ist so eine Überspitzung von der Femininität. Und das ist einfach genial und bringt doch ultra viel Genderfuckery mit dran, weil hat zwar ultra feminin präsentiert zu hyperfeminin, aber gleichzeitig dann aber Strap-ons mit Dildos unhört. Und seine Shows sind einfach genial und spielt so wahnsinnig gut damit, obwohl ihn am Anfang von Cis-Frauen echt erwartet, dass sie mit der Maskulinität spielen und dann zu Drag Kings gehen. Das ist eine Reaktion, die ich auch oft für meinen Drag kriege, weil wenn wir schon davon schwatzen, dass viele Leute effektiv auch dadurch sich mehr mit ihrer Gender Identity noch befassen. Du siehst, du kannst Leute, bei denen das so ist, mit mir kannst du Lunari, weil bei mir war es genauso. Schon sich, während Corona auf der Uni war ich zu Amsterdam, da ist das absolut nicht gelaufen, ich war die ganze Zeit eine Menge Kummer. Und schon, das war für den Master, während dem Bachelor hatte ich Freundinnen, die immer Drag Race geguckt und ich habe immer mitgeguckt, mega cool fand. Und irgendwann war ich so, ich probiere nochmal ein Kerl, so mich zu schminken und wie das dann ist, einfach ein bisschen ausprobiert. Aber während dem Jahr zu Amsterdam habe ich mich wirklich konstant eine Menge Kummer die ganze Zeit geschminkt. Und dann irgendwann, allkehr fand ich mich so wirklich so den mam Full Face gesehen und am Spiegel war so also irgendetwas also schon das war schon irgendwie schon mich am Spiegel geguckt
Und weil ich schon immer wirklich dann noch überspitzt mein Gesicht gemalt, da wirklich hyperfeminin. Und du hast gemerkt, dass ich nicht binär bin. An echter transmaskulin sogar. Das war schon immer ein bisschen so, schon immer ein bisschen so geduld, aber ich hat irgendwie auch nicht richtig so weder die Courage noch Zeit für mich damit zu befassen. Aber während dem Jahr zu Amsterdam, wo ich mich die ganze Zeit geschminkt habe, war ich immer so, okay, nee, irgendetwas stimmt halt nicht. Also irgendwie gehe ich mich anders, wie ich mich fühle. Und dadurch sind ich dann drauf gekommen, dass ich nicht binär bin. Und das ist etwas, was die Leute oft nicht verstehen, weil ich eben gerade, ich habe zwar schon maskulinen Drag ausprobiert, das kann ich auch, aber so hyperfemininen Drag macht mir am meisten Spaß. Und das ist etwas, was die Leute absolut nicht verstehen, wenn sie mich gucken und dann so, ja, aber du bist ja transmaskulin, für wen ist es dann nicht maskulinen Drag? So, weil das macht mir auch Spaß, mit der anderen macht mir noch viel mehr Spaß. Einfach für wirklich richtig und Grenzen zu gehen und das ein bisschen so auszudrücken. Ja, also ich bin auch schon überlegt, für Drag zu machen. Ich habe so noch nicht, das ist einfach eine Sache, und wie hat Kali gleich gesagt, es kann dann nicht kommen, wie du sitzt auf Zeit, weil du im Moment keine Kapazitäten hast und im Moment viel zu viel Arbeit, also für mich schon mal das hinzusetzen. Wie wenn ich Drag machen, ich sehe ja so ein Female-Buff, aber ich gebe so an die Femininität gehen, wie gleichzeitig wahrscheinlich mega viel von meiner Körperbehaarung auch weisen und einfach komplett dummer spielen, dass ich ultra feminin bin, aber auch nicht. Und ich fand das so interessant, weil ich kann noch Leute, die komplett, wie du so an Jana-Sport gehen, also ich sehe non-binary und echter transmaskulin, aber so an Mengen Drag-Shows sind ich den maskulinste Mann, der jemals auf dieser Welt gewandelt ist und spielen dummer da. Und schon hat davon mega schön, auch wegen Diversität da gibt. Ja. Und am Anfang auch mega schön, dass die Diversität zu wenig aufgebildet wird, weil ich meine, wenn ich von Drag schwätzt, dann haben die meisten Leute RuPaul's Drag Race am Kopf und immens viel so Drag Queens und immens so das Bild von einem Cis-Mann verkleidet sich als Frau. Oder spielt ein bisschen mit der Feminität. Und ich meine, das ist auch heute zu Lützeburg viel der Fall. Ja, es sind auch für allem die Cis-Männer, die da so sind, weil sie da vielleicht Majorität sind oder die sind, die am meisten gesagt, so am Mainstream, sind auch doch die so, ja nicht, du kannst kein Drag machen, du darfst das nicht. Zum Beispiel, wenn Cis-Frauen Drag machen oder so, das geht nicht. Was komplette Bullshit ist. Weil solange sich dafür interessiert und all Personen kann sich mit den Geschlechtsstereotypen befassen und du da spielen und das auf eine künstlerische Art und Weise rüberbringen. Das sind nicht nur dann die Cis-Männer, die das können machen. Auch für sie, die sind, die vielleicht die am meisten Visibilität tun. Aber das heißt nicht, dass es die anderen Leute nicht auch gibt und dass die nicht auch valid sind. Die sind zwar wirklich echt an der Minorität mit genug heterosexuell Cis-Männer, die sich für Drag interessieren, genauso wie heterosexuell Cis-Frauen gehen, die sich für Drag interessieren. Mich meinen auch so an der Sport von den Cis-Männer, Gatekeepern, die schwul Cis-Männer, einfach wahnsinnig viel Drag. Ich meine, war doch sogar für ein paar Jahre, oder wie war das, wo effektiv bei RuPaul's Drag Race ein Cis-Mann dabei war, den sich als hetero identifiziert hat, wo dann noch mega Backlash kommen, sondern noch schiedware gesagt hat, ja nee, muss dann aber erstens geht da mal nicht von hier seht, ich identifiziere mich als hetero und Leute gesagt, ja nee, das kann nicht sein, du musst dann aber ein bisschen irgendetwas muss aber vielleicht ein bisschen schwul sein, weil sonst willst du ja kein Heischungen tun. Doch komplette Bullshit. Ja. Wo ich gesagt habe, wo ich gesehen habe, war ich so, wie cool, dass das mischt und dass du ein cis-hetero-Mann hast, den sich so komfortabel fühlt mit seiner Geschlechtsidentität und mit seiner Sexualität, dass das mischt, egal was die Leute sagen. Ja. Das geht es nicht oft. Ja, meine erste Reaktion war, wow, was eine Courage. Ja. Was am Anfang mega traurig ist, weil natürlich braucht es viel Courage, mit das auch am Anfang mega schön, dass es so viel Courage braucht. Weil Drag ist fun, aber Gender zu spielen, ist einfach
macht Spaß und ist interessant und das ist richtig wichtig. Und vielleicht soll Chitwarin einfach ein bisschen mehr Drag machen. Ja. Der Meinung sind ich sowieso auch spannend, dass sie nicht so mal wann du bist, keine Ahnung, 30 bist oder so und du hast dich nie mit deiner Sexualität oder mit deiner Geschlechtsidentität befasst, respektive du hast dich gewählt für das zu machen oder du bist mal nicht auf die Idee gekommen. Da weiß ich nicht, ob sie dann an dem Alter kannst schon sagen, okay, ich habe mich gefunden, ich weiß, wen ich bin. Für mich ist das eng von den gesundsten Art und Weise, wie kann man im Leben umgehen, wann ihn sich vorstellt. Das ist ja egal, ob ihn dann nur auf die Konklusion könnt, als was den sich identifiziert oder was Sexualität ist. Hauptsache, hat den sich schon ein frohen drüber gestaltet. Ja, ansteigend ist dadurch eventuelle Grund, dass sie was das gerade seiner älterer Generation von unseren Älteren teilweise so viel Backlash könnt, weil nie der Raum da war, für sich die Frauen zu stellen. Und es einfach die riesengroße Angst ist, für sich immer das an ihn zu setzen. I mean, gerade bei der Polemie J.K. Rowling könnt immer den Dingen ob, das hat ein Kerl so, ja, wie ich ein kleines Mädchen war, wollte ich auch jung sein. Und gesagt, okay, kann trans sein. Und es ist so, es tut mir schon bald leid für hat, weil es sind so, hey, wenn du an einer anderen Welt groß gewesen, in einer anderen Zeit, wie wird dein Umgang dummer lo? Und ich meine, das ist immer, das ist ein bisschen die Klischee zu sagen, oh, all the homophobes are secretly gay. Ja. Aber das ist einfach nicht so weit hier geholt, gebe ich mal so. Und ich meine dann auch so gut, dann als den Hate von den Leuten kennt, das auch einfach, weil sie Botter sind, weil sie nicht Platz hatte, für sich Frauen zu stellen. J.K. Rowling, das wusste ich mal nicht, das hat er dann gesagt. Aber ja, gut, kann ja auch gut sein, dass wenn dann als Kind sagt, ja, ich wollte doch immer jung sein, und dann ist es effektiv nur einfach nicht trans, mit dann, wenn es wenigstens Platz gehabt hat, für sich überhaupt dazu zu befassen, da wäre vielleicht ein anderer Mensch. Ja, so. Egal, als was er sich identifiziert. Genau, ich lebe noch seit 4 Jahren als Robin und nicht binär. Und I don't know if that will be the case for the rest of my life. Vielleicht sind ich auch noch immer an der Entdeckungsphase. Ja. Und vielleicht dezidieren ich eines Tages, das war da aber nicht. Aber dann habe ich wenigstens kein Regrets, dass ich es nie gemacht habe. Ich bin mir da wirklich sicher, dass es nicht war. Ich meine, das ist relativ unwahrscheinlich. Aber trotzdem, das ist eine Option. Aber wie ist es dann beim Drag heute zu Lützeburg? Ja, das ist nicht so viel. Also, es gibt nicht so viel. Das ist das, was man vorher schon kurz so geschaut und das für allem widerspiegelt viel den Mainstream vom Drag. Das heißt, größtenteils cis-schwul Männer. Ich weiß auch nur nicht von Leuten, die nicht cis-schwul Männer sind, die hier Drag machen. Da weiß ich nicht mehr. Ich bin noch nicht. Ich muss auch zugeben, ich kann nicht von mir sagen, dass ich 100% informiert bin, weil ich mich bisweilen auch noch nicht so richtig an die Drag-Community getraut. Eben gerade, weil es eben oft so ist, dass ich da gesagt habe, ja, nee, du kannst das nicht machen. Ich muss auch sagen, dass du die echt nicht cis-männliche Drag-Performer-Person bist, die ich heute Lützeburg kennenlernen, obwohl ich dann Holland am langen Jahr wirklich Dutzende kennengelernt habe. Und heute Lützeburg ist wirklich mein Bild von Drag. Ist wirklich so, okay, da ist so die kleine Krise im Rosa Lützeburg, mit lauter weißen, cis-schwule Männer, die sich einfach verkleiden. Und ich fand noch, also sie haben natürlich besser und Männer gut Performers und schon eine von ihren Performers auch wirklich gut und Fred für ihnen an ihrem Spiel mit Gender nur zu gucken und das aber alles immens an dieselbe Sport, also das größtenteils auch immens hyperrealistisch und Männer so die Play mit Gender für mich, war ich oft gesehen und sie sind aber so, dass das alles aber ein bisschen eng und eng schien und das natürlich das, was sich heute zu Lützeburg mittlerweile gut verkauft. So, weil Drag-Shows sind aber ziemlich populär, gerade auf der Pride, so Drag-Shows aus ein Event. Mit das aber auch wahnsinnig schön, weil es halt einfach wahnsinnig einseitig ist und gar nicht
das ganze Bild kriegt. Und das mischt natürlich auch ich die Sinn, weil Rosa Lützeburg auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, viele unbedingt die diverseste Queer-Organisation im Land zu sehen. Aber trotzdem, sie hatten aber mehr Jahren. Und das also kann natürlich sein, dass sie dann vielleicht besser wissen und hinten nicht an den Kopf können. Ich weiß aber auch nicht, ob ich ihnen den Benefit of the Doubt will gehen. Ja. Weil am Anfang müssen sie besser wissen. Und das am Anfang einfach ein Monk und ein Fach von ihrer Seite für die Community mehr inklusiv zu machen. Ja. Ja, also wenn du willst wissen, wie Drag-Szene hier ist, dann muss ich just gucken, wie die Queer-Szene hier aufgebaut ist. Und das sieht eigentlich schon genug. Und da gibt es sogar bei RuPaul's Drag Race ein bisschen mehr Diversity teilweise. Ja. Also Leute, die trotzdem ein bisschen mehr Genderfuckery auch machen und die wirklich ein bisschen mehr da spielen. Das Drag-Szene hier ist wirklich so Pageant-Drag. Was doch schön ist, was doch valid ist, was doch ein wunderbarer Teil ist von Drag. Mit das just ein Teil. Und es müsste ein bisschen mehr gehen, wie just das. Vielleicht sind wir auch dafür zu klein oder wir sind noch nicht weit genug. Aber wenn wir noch nicht weit genug sind, dann kann man ja auch etwas anderes. Ja, und ich denke noch nicht, dass die Veränderung aus Rosa Lützeburg oder aus dem Kreis Rosa Lützeburg wird kommen. Also zu Maastricht als relativ rezent, ehrlich gesagt, riesengroß, für Maastricht-Walden ist ein riesengroßes Drag-Collective entstanden, weil da einfach quasi aus der aktivistischer, linker, queerer Underground-Szene entstanden ist. Cool. Und die einfach alle gute Mega-Punks sind. Und das ist auch einfach alles DIY. Und ich meine, das ist auch ein Teil davon, dass Drag und den mehr institutionalisierten Mainstream-Drag oft wahnsinnig unzugänglich ist, weil einfach alles mega perfekt erscheinen muss sein. Also das gut nicht mit den Do-it-yourself-Dingen. So die Kleider, die bei RuPaul's Drag Race gehen, oder auch halt zu Lützeburg auf den Drag-Shows, das sind Kleider, die Vermäge kosten, die teilweise handmade sind, wo einfach zum Beispiel auch bei RuPaul's Drag Race, wo sie wunderschöne Korsagen, es gibt Korsagemacher, die Korsage machen für Transfrauen und Drag Queens. Und die Dinger kosten aber so 500 bis 600 €, weil es muss so fertig sind. Und ich fand auch einfach, dass das nicht am Spirit von der queerer Community ist. Nee. Weil einfach die Drag-Community, die mir halt zu Maastricht tun, ist wirklich einfach alles self-made. Das ist auch mega trashy, das ist mega punk. Ja, das ist alles do-it-yourself. Ja. Das ist halt gerade, weil das so wertvoll möchte, weil das einfach wahnsinnig inklusiv ist. Schitterin, die Bock hat, Mott zu machen, kann irgendwie Mott machen. Kein hat fancy Perücken oder so 5 € Billo-Perücken. Und das ist einfach nicht wichtig. Und ich fand, dass das oft ein Aspekt aus den am Mainstream-Drag so vernünftig ist. Das ist einfach so, das ist eine Show, die ihn aufliefert für andere Leute und auch ein bisschen für dich selber, mit dass du den Äquivalent zu den Champus gehst. So, das ist einfach alles shiny und perfekt. Und und das ist gar nicht so, wie Drag sich entstanden ist. Genau. Das ist auch sich nicht so, wie Drag Race angefangen hat. Aber hat mittlerweile, wenn eine neue Saison geht, das mittlerweile so ein Millionen-Business. Alle Queen könnt man mit einem eigenen Designer, mit Kleider, die mega teuer kosten. Und die Queens, die etwas anderes anhaben. Das war ich meine, das war die zweite Saison von RuPaul's Drag Race UK, wo eine Queen da war und ein Kleid von H&M. Sie gehen rausgeschmissen. Und im Internet hat alle Menschen gedragt. Alle Menschen. Und das finde ich so schlimm fand, weil ich kann mir nicht anders das lesen wie H&M oder vielleicht Secondhand-Kleider. Und das ist auch okay. Ja, und geht ja auch nicht. Aber es war kein schönes Kleid. Okay. Das war nicht schön. Aber hat einfach H&M ist einfach okay. Ja. Wenn ich kein Gut hat, okay, da kann ich rausgeschmissen gehen, aber nicht, weil ihn sich nicht die mega teuer Kleider kann lesen. Das ist meine Meinung. Du hast die Geschichte vom Drag erwähnt. Und schießen, wie viel dass du darüber weißt, das ist schon meine Recherche gemacht. Ich ging so mit schwarz Dumol an da wenn ich noch Sachen weiß wie zu ergänzen dann also am Drag als oft so wann Geschichte vom Drag der geht oft mal verteilt an United States geguckt war doch nicht ganz falsch ist mir am Anfang Drag gehört schon so lange wie man steht selber einfach weil Leute sich immer wollten mit
Sache mit ihrem Geschlecht also nie setzen. Auch von natürlich rückblickend ein bisschen schwierig ist, für zu beurteilen, okay, was war Drag und was waren Transmenschen, denen der Label Drag halt notrechtlich abgedrückt wird. Das ist auch noch für einen ganz großen Teil von der Menschheitsgeschichte Fall. Ja. Wir haben den ersten Account, den ich schon tun, war aus dem 18. Jahrhundert, aus Europa, ein Drag Queen, die sich cool. Seraphine genannt wird. Und die Demos am Äquivalent von den mittelalterlichen Gay-Bars ganz physisch ausgedrückt, weil natürlich über 250 Jahre hier ist und Welt wirklich komplett anders war. Mir die do NRW war. Und die auch Demos nicht illegal Probleme, du wenn es geworden ist. Also Homosexualität gouf verfolgt, mir sie gouf nicht, wenn es ihrem Crossdressing verfolgt. Also sie ist sowohl abgetruden, mir sie hat sich auch alltäglich am Drag gewiesen. Wo wenn sich mal nicht sicher sehen, ob sie ein Drag Queen war oder ob sie ein Transfrau war. Und dann so an den Anfang vom 20. Jahrhundert gibt an Amerika ein paar Drag Queens. Das war aber wirklich so mehr so an Comedy, das waren wirklich Performers, die dummer The Living gemacht haben, wo auch nicht sicher ist, notrechtlich, ob das Drag Queens waren, die das wirklich als Performance freiwillig gemacht haben, oder ob das Transfrauen waren, die sich just dummer konnten ihr Leben verdingen. Das ist rückblickend schwer anzuordnen. Und da gibt es zum Beispiel ein Drag Queen, eine Performerin, und so, die hat sich wirklich darauf spezialisiert, für so hyperrealistisch, weiblich aufzutreten wie nicht mehr möglich. Und dann am Anfang der Show hat sie die Perücke ausgedacht und die ganze Saal war so, oh mein Gott, cool. Das war wirklich so in den 1910er, 1920er Jahren an den United States. Und dann an den 1930er an den United States und auch am Rest von der Welt ist die Stimmung ein bisschen hochgegangen, alles ist ein bisschen mehr, hat sich ein bisschen mehr konservativ verändert. Und dann an den 1970er als Drag so richtig abgekommen. Auch schon ein bisschen in den 1960er, zum Beispiel an den Stonewall Riots, gibt es die zwei Personagen, zum Beispiel Marsha P. Johnson, von dem man mal gesagt hat, das hat den echten Stehen geschmissen, wo auch die meisten Leute, die sich heute das ähnlich, das hat ein Transfrau war, aber es gibt auch bis heute Leute, die so hat, war ein Drag Queen, auch weil hat die zwei Begriffe auch teilweise interchangeably benutzt wird. Und dann 1970er, also richtig losgegangen mit der Ballroom Culture an New York. Und ich meine, Jitwarin, die Netflix-Serie Pose gesehen hat, wait, sie ist mittlerweile nicht mehr auf Netflix, sie war auf Netflix, den die Serie Pose gesehen hat, der weiß, bis sie vor was schwatzen. Natürlich die Ballroom-Culture, wo Drag Queens, aber auch nicht nur Drag Queens, mir auch viel Transfrauen performt tun, aber da einfach den großen Ballroom-Culture am Anfang seinem Biss war für Community der Sicherheit anstehen und dann haben sich auch die Houses entwickelt von den verschiedenen Performers, was natürlich dann eine zweite Familie war, weil viele von den Jungen, für alle mit waren ganz viel schwarz Menschen, die an den Ballrooms in NRW waren, weil die oft rausgeschmissen gesehen, was sie sich als queer geoutet etc. Und das waren dann, die Houses waren dann hier neue Familien am Anfang. Das heißt, Drag also von immer so als Counterculture gewirrscht an so ziemlich underground an immer um Bord von der Gesellschaft, wo die Leute, die nicht mehr zu verlieren hatten, sich konnten an einer Community rumfahren, ob es sie vielleicht davon konnte profitieren oder überleben. Das ist einfach eine Kurzgeschichte vom Drag. Hast du nicht, etwas dabei zu setzen? Nee, das war schon ziemlich gut. Ich ging zwar so gesund, dass also Drag gëtt schon seit Mënsche gin, dats eben just recht seit so wie du gesot hast, seit dem 18. Jahrhundert was du gesot hast, dats et de Begriff gëtt. Me gi noch Leute, die so zum Beispiel Theater kann noch eng Form vun Drag sinn. Genau. Dat gëtt sech schon so lang wie d'Mënsche gin, gëtt doch Drag, just dats mir lo recht der Begriff dafür hun. Also der Begriff Drag geht in einer Zeit, muss ich sagen, Jahrhundert, mir die erste Count von dem, weil die so lang mit China aber auch an meiner Recherchen auch gelesen, dass doch Leute gehen, die zum Beispiel am Shakespeare-Singer-Zeit waren Frauen am Theater verboten, natürlich all die weiblichen Rollen von verklärten Männern gespielt. Und gehen auch Leute, die das schon als Drag bezeichnen. Ja, das ist schon noch darüber gedacht, genau. Weil das effektiv, das ist schon oder kann schon eine Form von Drag sein.
ob die Schauspieler dat demos selber so empfand und dat wisse man nicht. Mit Zurückblicken kann ich schon gucken, dat so gucken, also ja, okay, das ist auch schon eng freie Form von Drag. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass von den am Shakespeare Zeit eng Transfrau war, da sind sich dann gern an der Schauspielwelt bewegt tun, für immerhin können an denen Rollen seiner Geschlechtsidentität gerecht zu gehen. Und dann zur Geschichte, irgendwann am Laufe von den Jahren, je mehr akzeptiert, ganz physisch ausgedrückt, Queer Culture von allem Schwulmänner gesehen, desto mehr ist auch Drag immer mehr in den Mainstream gerutscht. Weißt du zufälligerweise, Winnie, dass die erste Episode RuPaul's Drag Race gelaufen ist? Ich meine 2009 oder 2008. Ja, mehr an den 2000er. Ja. Und ich meine, das war auch so die erste, dass Drag wirklich einer mit breiter Masse präsentiert ging. Ja, ging schon so. War am Anfang, also schon eine RuPaul's Drag Race, ich fand die Geschichte von mega interessant und schon nicht mega wichtig, dass es das gouf. Wir sind aber einfach eine Person, die der Überzeugung ist, dass am Anfang Zeit für RuPaul's Drag Race zu lösen soll, launcht sind oder sich komplett revolutionieren, weil ich am Anfang mega nicht progressiv fand. So, das ist einfach das wirklich so das nach viel Mentalität von den 2000er an schon noch einfach, dass es ein ultra toxisch Atmosphäre kreiert, die sich viele junge Leute, weil man kaum Queer Representation haben, dann noch zum Vorbild holen. Und das ist ein, wo die mal gerne anerkennen, diskutieren können mit. Ich stelle mir oft Gedanken so mit Toxizität an der queeren Communität, wo die hier könnt, und was sie begünstigt. Und damals, wie ich den Film Paris is Burning, für den ich gesehen habe, war ich wirklich quasi traurig, weil Ballroom Culture, so schön wie es auch war, mich fand es auch immens toxisch, teilweise den Umgang mit denen. Ja. Und ich fand, das ist auch so eine Sache, die sich durch die Geschichte vom Drag aber auch zieht. So eine Toxizität, also ich bin besser am Drag. Und Drag ist just das. Und das du nicht. Ja, für allem immer das, wenn ihn selber Drag möchte, dass ihn da sieht, okay, guck dich und du kannst dein Gesicht mal nicht malen oder so Sachen. Das sind so die, aber das gehört ja dazu, das Reading, also von den anderen Leuten. Mir trotzdem oft an das toxisch daran. Ja. Weil das kann ihn auch, Reading kann ihn auch nach anders das machen, ging es so. Mir bei RuPaul's Drag Race, also wirklich immer so, ja, guck dich an, du kannst nicht, das ist viel besser, wie du. Und das ist effektiv, das ist auch nicht encouragierend für die jungen Leute, die das gucken. Ja, und ich fand, das ist auch mega interessant, weil gerade wenn man an Ballroom Culture gucken, die Reading wirklich seinen Finger gemacht hat, da waren ja auch viele Transfrauen, die abgetreten sind als Drag Queens. Für auch Matira hier Femininität können auszuleben, weil sie das näherens konnten, weil es so gefährlich war oder sie auch nicht wollten ausleben. Und du hast Reading viel Fingern, so was am Anfang ja ein bisschen ähnlich ist wie The Passing, so wie gut gehst du als Frau vorgeholt, so wie gut hast du dich verkleidet. Und das ist ja von Grund etwas, was so Spiel mit dem Gender und so das Abbrechen von Normen nicht unmöglich möchte, mir erschwert. Wenn du musst an einen Küst passen, für gut gelesen zu gehen. So. Mit das eben, wenn so wie am Mainstream, dass die Sachen, die geschehen, wenn Drag eben oder die visibelst Drag Queens Cis-Schwulmänner sind, weil die bleiben weil oft gerne an der Binarität hängen. Sind immer die Cis-Schwulmänner. Ja. Ich fand das dann von geschehen Schlusswort. Für ein bisschen gegen die Cis-Schwulmänner zu schießen, weil du brauchen sie das. Ich so, und vielmals merci für das Gespräch, Charlie. Ja, merci auch. Und ich hoffe, dir läuft rund, weil du könnt nach eine Rubrik vom Eli. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch.
Wie kann ich mich oder eine andere Person beim Sex grounden? Sex kann aufregend und spannend sein, egal ob Fantasien, beim Uphaken, Himmeln, Rummachen, Knutschen, Spielen oder bei Penetration. Beim Sex ist der Körper erregt. Als Herz schlägt mehr sehr, Atmung auch, und Genitalien sind mehr durch Blut. Heiernst du kann das zu viel gehen, et braucht in eine Auszeit, und et muss sich grounden, also zu sich fannen. Wer ihn das möchte, fand ihr an dieser Rubrik heraus. Von den Appes mit einer neuen Person oder einer Person, die ihr noch nicht so gut kennt und der ihr nicht so vertraut hat, verspürt ihn oft Nervosität. Besonders aber nicht nimmer, wenn ihr schon einmal ein schweres oder traumatisches Sexualerlebnis hat, können ganz viele Gefühle hochkommen. Dupaken an der Regung können auch machen, dass sie sich ängstlich oder gestresst spürt, dass sie anfängt zu panikieren oder den Körper blockiert. Hier ist es wichtig, den Körper, den ich so will, loszumachen, nicht zu ignorieren, mir sich im Moment Zeit zu holen und sich zu grounden. Als erstes ist es wichtig, auf seinen Körper zu lauschen und klar zu kommunizieren, wenn er eine Pause braucht. Auch der Körperspruch von der anderen Person kann darauf hindeuten, dass es gerade ein bisschen viel ist und er kurz abhalten soll. Frag die andere Person, ob Uphaken okay ist, ist den Uphex. Für dich zu grounden, kannst du an dich heranfühlen, eine Hand auf deine Brustkurve oder auf die Brust von deinem Gegenüber legen und atmen. Gib dem Körper bewusst und hol auch vor, was gerade alles geschieht, wo es hier könnt, und los es weiterziehen. An dem du eine Pause musst, kannst du am Körper präsent sein, ohne dich aufzulenken. Es kann auch schön sein, auch Kontakt zu halten. Starke Fehler und Tränen sind okay, probier sie zuzulassen. Für sich zu grounden, kann ihn also bewusst und los atmen, Körperkontakt halten und präsent bleiben. No enger Pause und nachdem er sich gegroundet hat, kann es da weitergehen, falls ihn das wünscht. Ich ging dann los aufhängen, vielleicht mit Kussen, ihn dann an einem Rhythmus, der für jeder passt, weiter mischt. Sich auf etwas anderes fokussieren, wie was gerade zu viel Ginners, kann helfen, ein Gefühl von Kontrolle zu kriegen. Über seine Grenzen zu schwätzen, was die will und was gerade nicht möglich ist, hilft, sich sicher zu spüren. Eine andere Art, sich zu beruhigen, ist, sich zu sagen, dass es okay ist, sich so zu fühlen. Positive Affirmationen helfen, sich nicht schlecht zu fühlen. Es ist okay, heißt du überfordert zu sein, Angst zu haben oder verschiedene Gedanken zu haben. Die sind alle ein Teil von dir, aber sie sollen dich aber nicht definieren. Probier eine physische und emotionale Konnexion zu dir an den anderen aufrecht zu halten und die Intimität nicht zu verlieren. Falls sie beim Sex wegen einem Trauma oft getriggert wird, kann sich fragen, ob ihn daraus schaffen will. Es soll sich bewusst sein, dass ein Trauma immer aufkommen kann. Da andere Person sagen, was etwas auslösen kann, aber ihn darauf reagieren kann helfen, ein Trauma löserlos zu bewältigen, ohne etwas zu forcieren und ohne zu sehr zu gehen. Indem sie sich an etwas rundtascht, ohne sich direkt voll mit dem Trauma zu konfrontieren, kann ihr lernen, sich an der anderen Person zu vertrauen und löserlos etwas Neues mit Positives zu schaffen. Hier ist es wichtig, den Rhythmus von jeder Rangem zu respektieren und nicht über Grenzen zu gehen. Je nachdem, was den erlebt wird, kann es doch sinnvoll sein, mit einem Therapeut oder einer Therapeutin zusammen daran zu schaffen. Es ist okay, beim Sex überwältigt zu sein. Mit offener Kommunikation, Berührungen, Atmung und für allem Konsens kannst du lernen, dir an anderen besser zu vertrauen und dich mehr gehen zu lassen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper.
mat finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend. Ammer freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. De Ministère für Education, Kanner a Jugend an den CESAS ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.